Okay. Top. Aber schau, ich mache gerade ein bisschen Content-Werbung für die Boxes nach dem Schacht. Also warte, das ist mein unaufgeräumtes Set hier, ganz authentisch. Spannend, ne? Was habe ich da? Ich mache da jetzt eine Führung. Also schau, das ist mein wunderschönes Mikrofon. Das ist meine Ukulele, die ich einfach bis jetzt so dran geklebt habe, weil ich das mit den Batterien hart checke, die sind immer tot, die sind tot nach 5 Minuten. Okay. Dann habe ich da irgendein Xylophon. Genau, was sieht man überhaupt irgendetwas? Ja, mein Xylophon, mein Piano, mein Mikro. Der Mili fragt, ist das ein Nord Stage 2 oder was? Keyboard? Stage 3, glaube ich. Das Ding ist, ich bin ausgezogen, ich habe mir ein Budget gemacht. Das ist mein Ausziehbudget. Aber seitdem kaufe ich nur noch so Prigan, Zahnpasta und so, weil ich das ganze Geld ausgebe. Alles, das ist so der richtige Musikerinnen-Spirit, den du Ja, hast. ja. Alles in Equipment stecken. Ja, Einfach alles andere sparen. genau, so läuft's. Okay. Ja. Schön. Und du hast, weil wir vorher gecuttet worden sind, du hast noch das Loop-Pedal natürlich, wo du jetzt live on stage brauchst. Noch. Ja, voll. Kennst du, das ist ein Boss RC 505, oder? Hier. Mit wunderschönem. Nein, den Loop-Pedal bin ich nicht so aus, aber es ist nice. Ja, nein, Loop-Pedals macht sind mega geil. Spaß. Ich sag dir, für ein riesen Fest immer. Macht immer so wie Blödsinn, ey. Ich mache den ganzen Tag nicht anders, weil ich da so ein bisschen meine Sounds so machen, meine Nachbarn belästigen. Voll. Gerne Freude. Okay. Du, das gehört dazu, zum Musikerinnen da sein, glaube ich, oder? So. Voll. Jo, ich habe das Privileg, dass ich das machen kann momentan. Aha, okay. Ja, wenn du sagst 18 und in deiner Situation, gut, ja. Was ist mit dem Interface? Sorry, irgendjemand hat irgendwas gefragt. Was ich für ein Interface habe? Ey, Hast du ein Interface habe ich bitte meinen noch, Vater was? geklaut? Also warte, das ganze Ding... Mein Vater macht ein bisschen Sound und ich habe ihm einfach sehr viele Sachen einfach geklaut in der Vergangenheit. Okay. Eigentlich läuft alles über irgendwie so einen DJ-Mixer in mein Looper rein. Es ist eine hart komplizierte Signalkette, ich habe es hart nicht mögt. Das ist mein Audio-Interface von meinem Mic, einer Ukulele. Habe ich meinem Vater geklaut. Irgendwann mal, nie wieder zurückgegeben. Er hat es bis jetzt nicht gemerkt. Das ist es. Hast du dann selber das Setup und alles beigebracht in Chain? Oder hat der Wieso jemand, also ist dir das in die Wiege gelegt worden? Oder was von älterer Seite? Das hast du jetzt mit dem Vater? Oder wie Hey, kann ich das habe immer einfach gemacht. Voll. Ich weiß auch nicht, man hat mich einfach nicht davon abhalten. Und ja, also Ukulele spielen, Piano spielen haben wir selber beigebracht, singen eigentlich auch. Also ich habe jetzt das Glück, dass ich von so einer Talentförderung reingerutscht spiele. Aber ich hatte davor eigentlich nie Gesangsunterricht gehabt. Ich habe einfach immer im Chor gesungen und dann habe ich jetzt so ein bisschen angefangen zu assistieren und so. Und mein Papi, ja, der kennt so ein bisschen so. Der macht auch ein bisschen, aber sehr, sehr abstraktes Zeug einfach. Also nicht okay. das Zeug. Aber du hast wieso schon ein bisschen können, du hast es halt immer schon gemacht und hast vielleicht den einen oder anderen Kontakt zu Equipment vielleicht schon sehr früh gehabt, halt im Haushalt, oder? Ja, voll. Voll. Ja. Ja, ich habe halt einfach das Privileg, dass meine Eltern mich einfach machen lassen haben. Also ich meine, ich habe das ganze Piano angemalt. Und es ist halt nie irgendjemand hässlich gesehen oder so. Das ist schon Krass, okay. Und jetzt, seit wann, klar, du hast gesagt, du hast erwähnt, du hast natürlich schon etwas released jetzt. Ist das alles noch am Anfang für die Leute, die dann dein Arztprofil mal abchecken, wenn sie das interessiert? Oder seit wann nimmst du es dann so ernst? Oder hast du das Gefühl, du nimmst es schon 100% ernst? Ich hatte letztens mit meinem Freund eine Diskussion darüber gehabt. Eben, ab wenn ist so ein Hobby und wenn entscheidet man sich, das wirklich so machen zu wollen oder irgendwie das beruflich einzustehen. Ich bin halt sehr im Zwiespalt zwischen verschiedenen Berufsrichtungen. Aber jetzt vor allem wirklich da und letzten Monat habe ich mich mega stark dafür entschieden, dass ich das machen möchte. So in die Musikrichtung möchte gehen, in welchem Weg auch immer, oder so Musik, Tanz, Bewegung, Schauspiel. Das ist halt so ein bisschen mein Herz und ich möchte dem auf jeden Fall jetzt ein bisschen Chance geben. Genau. Deshalb versuche ich es ernst zu nehmen. Aber klar, man redet halt immer so davon als Hobby. Und es sollte irgendwie auch als Hobby sein auf eine Art. Ja, es sollte die Reinheit oder die Purity irgendwie, sollte ja nicht verlieren, oder? Ja, eben, genau. Und auch, eben, wie viel will man von sich geben? Weil
es gibt schon auch so ein, zwei Lieder, die ich irgendwie für Freunde gemacht habe oder so, oder für mich selber, wo wir so heilig sind. Ich habe Bock, dass die irgendjemand hört, weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen... Ja gut, ich glaube, vielleicht umso mehr Release ist, umso weniger Befangenheit gibt es dort vielleicht irgendwann noch. Das ist so, Stückchen für Stückchen, du hast dort vielleicht ein bisschen so ein bisschen etwas preisgeben. Oder das, was du halt willst, klar, normal. Voll. Aber, ich meine, okay, das Hemmschwelle verlieren. Ich habe mega Lust, richtig viel Zeugs auszuprobieren. Ja. Und also, ich glaube, ich habe auf jeden Fall schon sehr viel mehr Mut als am Anfang. Am Anfang ist es schon so überwältigend, so, oh mein Gott, ich habe es rausgebracht. Aber jetzt, ich habe einfach Bock. Ja, beim ersten Release hast du ein bisschen das Gefühl gehabt, weil ich glaube, viele stecken in der Situation, die du ja vorher geschickt hast, Pre-Release, oder? Vor-Release. Was hat dir dann einen Beweggrund gegeben, wenn ich dich so fragen kann, dass du gesagt hast, okay, look, ich würde jetzt einfach mal einen loslassen, die Welt. Also ich würde wie so releasen, offiziellen Release haben. So. Hey, ich habe eine Wette gehabt. So doof. Ich weiss, ich habe eine Wette mit einem Kollegen, der irgendwie das Gefühl hatte, so, ey, war cool. Ich glaube, viele Leute würden sich darüber freuen, das zu hören. Und dann haben wir es einfach gemacht. Gell. Ich bin auch, ich entscheide sehr viel so aus dem Bauch raus. Und dann habe ich einfach drauf gedrückt. Ich weiß gar nicht, es ist einfach passiert. Ich kann es dir nicht sagen, ohne Witz. Weil bei vielen sehe ich, also es sind nicht alle natürlich, aber was ich auch gesehen ist, so, dass man vielleicht auf Soundcloud, weißt du, so etwas Stock releasen. Ja. Also nicht so offiziell über halt alle Anbieter, die man so kennt. Ohne jetzt dann allen einen Shoutout zu geben, die zahlen mich ja nicht für den Shoutout am Ende des Tages. Ja. Weißt du, dass das nachher so die Brücke ist, dass viele eben auch dann cool damit sind, dass sie sagen, ja, ich tue ein bisschen auf Soundcloud releasen, weißt du, und das reicht mir eben dann schon. Zusammen mit den IG-Likes, die ich dann bekomme, weißt du, so Fotos. Ich finde das eigentlich recht schade, dass vielleicht jetzt so eine Hürde ist, wo eben vielleicht gewisse noch nicht so können, umgehen oder überspringen, sagen wir mal, oder drüber springen. Ich glaube, bei mir ist schon auch irgendwie gesehen, weil meine Tanzlehrerin zum Beispiel benutzt halt immer Spotify und so. Und ich habe halt mal ein paar Sachen gezeigt und sie hat es irgendwie cool gefunden. Und ich glaube so, ich habe von vielen Leuten gehört in meinem Umkreis, die ich es gezeigt habe, ey, mach's bitte auf Spotify, mach's auf Spotify. Und dann habe ich gedacht, jo, ich mache das einfach mal, wenn es schief geht, wie meine Haare, legen wir eine andere Persönlichkeit zu. Am Auto hier, weißt du, was ich meine? Und dann habe ich es gemacht. Schwer, ja, kannst immer nur deine Identität ändern. Ja, eben. Und ich meine, bis jetzt, ich höre es wieder an, so dass so ganz am Anfang rausgekommen und ich denke mir so, wow, was habe ich da gemacht? Findest du es cringe oder was, wenn es jetzt noch los ist? Findest du es peinlich? Nein, im Fall peinlich nicht. Es ist mega schön, weil es ist irgendwie ein Baustück von mir. Und ich schaue es eigentlich gerne an, tatsächlich. Ich denke mal, ich habe jetzt durch die Talentförderung ein bisschen Produktionsunterricht. Ich freue mich mega, mal das ganze Zeug zu lernen, weil ich habe einfach irgendwas gemacht. Jetzt mal so ein bisschen dahinter zu blicken, das hat mich mega gefreut. Und einfach mal so ein bisschen zu schauen, wie es auch gehen kann, wenn man es irgendwie mit Wissen. Releasen, darf ich dich das auch noch fragen, wenn das preisgeben, dass du es komplett selber über einen Aggregator hast oder einen Account gemacht oder vertreibt das jemand anders und mach hilft? Ich selber. Das Schöne, super, bravo. Finde ich gut. Ja, das Ding ist, ich vertraue eben niemandem. Deshalb loop ich auch und habe keinen Bock mit einer Band zu spielen. Ich habe, glaube ich, Trust-Issues. Okay. Ja. Spannend, dass du das du tust das in Verbindung stellen mit deinem eigenen Vertrieb und auch mit der Loopstation. Finde ich geil, finde ich so eine schöne Verbindung. So. Ja, also ich meine, bis jetzt ist auch niemand wirklich beteiligt gewesen, sonst, also das letzte Lied, das ich gemacht habe, da habe ich ein paar Freunde gefragt, ob sie Bock haben, jetzt etwas einzuspielen und so. Aber sonst, alles davor habe ich eigentlich einfach selber gemacht und mein Papi hat jetzt zuhören und sagen, so, kann man es anhören oder nicht. Aber weißt du, ich habe auch, mein erstes Lied habe ich auf meinen Boomboxen abgemischt. Okay. Also, ich weiss nicht, ich habe einfach gemacht, ich habe sau Freude gehabt. Ich fange regelmäßig an zu heulen, wenn ich irgendetwas mache, und so, oh, ich finde es so toll. Also ist ja gut, das ist ja wie so deine eigene Motivation, oder? Mega, zu dem Ding. Ja, also hast du einen rechten DIY-Approach, so Do-it-yourself-Manier. Absolut, ja. Weil ich will auch einfach böcken, wie es geht. Ja, voll. Und das Instrument zu lernen und so ist halt auch fett geil. Ey, ich habe bei uns im Keller, Anfangsjahr, habe ich ein Saxophon gefunden. Das hat mir einfach niemand erzählt.
ist mir ein Saxophon gesehen. Ich habe mich so betrogen gefühlt in meiner Existenz. Vor allem, ich habe ein halbes Jahr davor eine Trompete gefunden im Keller und ich so, Leute, am I a joke to you? So, ihr wisst, dass ich das geil finde. Saxophon ist halt wie so ein bisschen gibt ja so gespaltene Meinungen immer, wenn man so Musik würde fragen. Also entweder man liebt es mega, ist das nicht so bei einem Saxophon so, entweder man liebt es mega oder man findet es mega penetrant, weißt du, zu schrill das Ganze. Also ich bin eher auf der Pro-Saxophon-Seite persönlich, würde ich sagen. So. Ich finde es halt geil. Wenn es jetzt ein paar Saxophon-Haters gibt in den Dingen, ist auch okay. Ja, voll. Absolut. Nein, ich finde, jedes Instrument hat so ein bisschen etwas. Es ist einfach mega lustig zum Lernen, zum Ausprobieren. Voll. Gut, Ukulele, wenn du schon die Range natürlich hast, so von Keyboard zu Ukulele zu Saxophon, Trompete, ist natürlich eine nice Range, oder? Also geil, ich kann alles so ganz bisschen. Ich kann nicht so 100 crazy gut, aber da komme ich irgendwann schon noch an. Spaß. Und Ukulele ist also etwas, weißt, ich habe das falsch gelernt. Ich spiele es effektiv falsch aber juckt ja gerne. Ah, okay. Ja gut, ja, es muss ja für dich passen, oder? Ja, sozusagen. Absolut. Okay. Voll. Hast du dann schon Erfahrungen gesammelt mit anderen Leuten im Studio? Oder bist du eher für dich allein am Musizieren gewesen bis jetzt? Eigentlich immer, also ziemlich häufig allein und das Zeug, das aufgenommen wurde, ist sonst, sind halt einfach die Leute zu mir gekommen. Und sonst habe ich halt auch ein paar Friends, die selber irgendwie noch so ein kleines Studio so daheim haben. Das habe ich schon auch gemacht. Okay. Aber ich habe irgendwie ganz mega Bock. So also wir schreiben halt immer wieder irgendwelche Leute, die Lust haben, Sachen zu produzieren. Ich kann mir so ich will mein Zeug selber machen, nicht in Ruhe. Also es könnte auch eine mega gute Chance sein, weißt du? Ich glaube, ich verurteile das zu sehr, aber... Ja, ich glaube, wenn du so Best of both worlds irgendwann einmal hast, oder? Dass du ins Studio kannst, aber auch dein eigenes Setup hast. Also erstaunlicherweise habe ich mich gefragt, recht viele, also zumindest die ich jetzt in meinen Umfragen irgendwie mitbekomme, die haben, das ist immer noch so ein bisschen ein Zwischenschritt, dass man noch kein eigenes Setup hat, weißt du, so das Home-Setup, irgendwie etwas einfach so. Ja. Und dann ist man eben schon recht abhängig. Kann ich schon verstehen, dass man irgendwie abhängig von dem ist, dass man irgendwie die ganze Zeit auf Studiosuche sage und irgendwie nicht selber recorden kann oder so. Hey, also ich meine, ich glaube, mein erster Song, ich habe meinem besten Kollegen ein Stage-Mic geklaut für irgendwie 80 Stutz. Mein Vater ein Interface und ich habe irgendwann noch so eine kleine Klaviatur gefunden, das ist dann auch gesehen. Irgendwie hat es halt geklappt, weißt? Die Qualität ist halt nicht so mega Bombe und ich glaube angefangen habe ich mit GarageBand und mich irgendwann mal Logic cracked. Okay. Also mein Bruder hat es gecrackt. Kurze Credits an die Janer schon. Ja, okay, easy. Jetzt dürfen wir natürlich da nicht, das dürfen wir jetzt nicht pushen da auf dem Collab-Channel, dass alle Leute bitte keine crackte Plugins sollen da. Aber viele fangen da so an, ist okay. Es seid ihr gegönnt. Ja. Plugins, so. Das ist jetzt einfach eine Lektion, die ich vielmal mitbekommen habe, dass nachher plötzlich irgendwelche Projekte nicht funktionieren, nachher, wenn sie öffnen oder so. Dann ist gewesen. Ich mache keine Werbung. Ich weiß gar nicht. Es ist im Prinzip sogar legal, so wie wir es gecrackt haben. Aber ich mache keine Werbung. Das sind so die urbanen Mythen, die es dort gibt, was legal ist und was nicht. Also geil! Ich meine, wir brauchen einfach die Free-Version halt für immer. Ja, ich verstehe. Gut, ist jetzt auch nicht so, dass Logic dort unterwegs ist und irgendwelche 18-jährige Musiker und Musikerinnen da rausgehen, wie sagen wir, rügen oder so. Oder irgendwie verfolgen geht, oder? Von dem her. Aber ist spannend, dass, okay, jetzt wo du den Schritt gewagt hast mit dem Releasen, wie fühlt es sich dann jetzt an, dass du jetzt etwas draus sagst? Willst du das jetzt wie so befüttern? Oder sagst du, ja, bist jetzt cool damit und willst einfach mehr Live-Erfahrung jetzt sammeln? Weißt, hast du so also so aktiviert tun ich es eigentlich nicht. Also ich habe jetzt nie irgendwelche Leute geschickt oder so. Wäre sicher mal gescheit, das zu machen. So. Aber ja, zu dem bin ich irgendwie gar nicht so mega gekommen. Das hat mich nicht so mega interessiert, weil ich halt mehr Bock habe, einfach machen. Und eben live ist halt so etwas, was jetzt gerade ein bisschen ansteht.
von dem auch sehr Respekt, aber ich freue mich unglaublich. Und das ist schon sicher so etwas, auf das ich halt jetzt auch in Zukunft, wenn es möglich ist mit Corona, auf jeden Fall so das Anziehen, irgendwie so ein paar Bühnen nicht stehen. Okay. Aber du hast natürlich, du könntest jetzt auch weiter releasen, wenn du es würdest haben, weil der Account steht ja, du hast ja wie so einen eigenen Vertrieb, weißt du, den Kanal, und dann könntest du einfach weiter releasen. Ja. Ist noch gut, also ich finde auf jeden Fall, tue ich dir hoch anrechnen, dass du selber machst oder versuchst selber auf die Welt zu stellen, weil ich glaube recht viele haben dort, vor allem wenn du vielleicht noch so irgendwo in deiner Altersgruppe bist, haben viele ein bisschen Mühe noch mit dem, dass du... Also ich verstehe es auch, wenn du aus Bequemlichkeit das auch abgibst, weißt du, ja, und so. Ja. Okay. Kannst du auch machen. Aber weißt du, das ist mein Baby. Das gebe ich keine auf. Nein, voll. Eben. Okay. Also, ich weiß nicht, es gibt auch zwielichtige Gestalten, sagen wir es mal so. Zwielichtige wow, ja gut. Ich schätze dich ja so ein, dass du vielleicht auch eher als guter Mensch glaubst, so, aber ja, man muss teilweise vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, das kann ich schon verstehen. Ja, nein, ich mache auch einfach ganz sehr, sehr blöde Witze die ganze Zeit, so ist es. Alles cool. So, dort, ich glaube, dort verstehen wir uns so. Ich bin ja dort damals awkward, sehr awkward unterwegs gewesen. Aber eben, das ist die Improvisation da auch ein bisschen, gell? Was ich aber fragen wegen dem Featuren, auf was sprichst du da, also was sprichst du da genau an? Ja, das Release, ja, jetzt nicht, du hast eher auf die Promotion-Seite da, was ich auch schön finde. Du bist eher zu dem Gedanken gegangen, dass du den Song pushen tust, oder? Jetzt, ja. So hast du das gemeint. Aber führt er auch noch im Sinn, dass es jetzt wie so noch weitere Songs kommen, weißt du, oder weil du jetzt live erwähnt hast, sagst du zuerst mal, du willst eigentlich eher Stage-Erfahrung sammeln, anstatt jetzt die ganze Zeit vernarrt jetzt zu sagen, ich bin jetzt schon am nächsten Release dran, weißt du, und ich plane schon den übernächsten. Ich werde über das gefragt, so. Ja, also ich lasse es relativ frei momentan. Ich habe recht viele Zeugs, die eigentlich fast fertig sind. Aber sie haben noch nicht den Moment zum rauskommen. Also so eins, das gebe ich noch nicht frei. Das gehört noch mir, so ein paar Monate. Du lässt noch bei dir, weil es halt wie so, ja, es sind halt deine Babys, wie du gesagt hast, oder? So ein bisschen. Ja. Also Song-Babys. Respekt, muss ich sagen. Vor allem live ist halt fett geil. Also ich bin mega gespannt. Ich bin voll gerne auf Bühnen und so. Ich bin auch gespannt, wie ich das hinkriege. Das wäre jetzt als Artist, also mit deinem eigenen Solo-Artist-Profil, wäre das jetzt der erste Live-Auftritt? Ja, also richtig? Okay. Ja. Dann machen wir irgendwann vielleicht das Vorher und Nachher, was danach für Erfahrungen waren, wenn du irgendwann mal Bock hast. So. Ja, voll gerne, witzig. Ich bin mega gespannt, was sie davon mitnehmen, gell? Weil, also so Bühnenerfahrung kann ich schon, aber halt nur mit dem Tanzen und Theater. Und das ist schon etwas anderes, finde ich, wenn du die Stimme brauchst, weil beim Tanzen, ich vertraue meinem Körper mega. Der macht irgendwie etwas und es funktioniert immer und ich habe auch so eine Connection zu anderen Leuten. Wenn ich mit anderen Leuten zusammen tanze, ich spüre, was sie machen. Und wenn du singst oder so, es ist einfach noch etwas ganz anderes, finde ich. Dass du dann nicht irgendwie einfach so zu zittern und einfach die Stabilität behaltest. Was ist gut beides? Beides braucht halt mega viel Übung, oder? Also auch Tanz ist halt etwas, wo mega viel Disziplin braucht, kann ich mir vorstellen, oder? Korrigiere mich, kann ich. Es ist halt ein Team. Also ich meine, wenn der Leid tanzt, ist vielleicht nicht, aber sonst hast du irgendwie deine Leute um dich herum, das ist eine Produktion, was auch immer. Und was hast du dann im Petto oder für Disziplinen? Ist das, also ich kenne es noch so boomermäßig, so Contemporary Tanz und irgendwie Hip-Hop hat es dann irgendwie so ein bisschen als Genre damals gegeben, wo ich irgendwie da... Du bist so, als wärst du so 90 Jahre alt, ey. Ja, wir haben schon ein bisschen anderes Unterschied. Darum sage ich, ich so 32. Voll, ja, eben. Der Content, also ich bin als Baby, ist alles cool, weißt du, ich persönlich bin okay mit dem, so. Aber der Content, darum finde ich es eben so spannend, wo der Content so ein bisschen anwandert, weißt du. So. Voll, also mit Tanzen, ich habe angefangen mit Stepptanz. Habe ich ganz lange gemacht, ja. Okay. Und dann bin ich auch so ein bisschen in die Hip-Hop-Richtung, bin ein bisschen in die Modern-Richtung und bei Contemporary bin ich jetzt angelangt.
Aber hilf mir schnell, einfach, dass ich check das vielleicht nicht so gut. Ja. Contemporary, ist das so wie der Musik, wenn du sagst Contemporary Classical Musik? Was ist denn Contemporary? Ist das dann auch alles, was ein bisschen reingemischt wird, Mainstream oder was? Oder was Boah, verstehen das ist noch schwierig. Ich glaube, das ist eigentlich das, was du im Theater machst momentan. Ah, okay, easy. Jung, Also schon Bruder. eher, schon ein bisschen mehr sophisticated. Ein bisschen mehr so in die anspruchsvollere Richtung, wäre dann Contemporary Dance, vielleicht. Ja, also du hast recht viel so Ballettelement zumindest. Okay. Aber also es geht auch mega viele verschiedene Richtungen. Es geht auch viel, jetzt momentan geht auch viel wieder so richtig Akrobatik und so, was fett geil ist. Okay. Aber ich schick dir mal ein paar mega nice Leute. Kannst du mal ein bisschen abchecken, was das ist. Eben auch schon, weil ich weiss ja auch nicht, also ich kenne so ein bisschen die Breaker-Szene von ein paar Zürcher Kollegen, aber Ah, cool! das ist Ich liebe dann auch völlig irgendwo anders. Weil ich glaube, die Contemporary, die Zielgruppe, wer geht sich an Contemporary, so Tanz, Theatersachen, das sind dann schon eher so ein bisschen Leute, gut, vielleicht nicht gerade Leute, die auch an Hip-Hop-Partys und so zu sehen sind. Das ist so ein, oder? Das hat's nicht so viel ich weiß, was du meinst, absolut. Also, ich darf das ja sagen, weil ich einen Marketing-Hintergrund, so ich denke einfach in Zielgruppen. Voll. Also ich meine, es sind vielleicht auch die Leute, die allgemein so ins Theater gehen und so Sprechtheater anschauen. Allgemein. Es ist auch häufig vermischt. Es gibt ja viele Tanztheater, wo auch noch gesprochen wird oder so. Okay. Genau. Jo. Es ist auch relativ experimentell und frei und viel Improvisation ist mega toll zu machen. Dort die Struktur wird dort ein bisschen verpönt, oder? Also so ein bisschen, so wie im Poetry-Ding gibt es ja so ein bisschen eine Kluft von einer Gruppe von Leuten, die finden, es soll sich nicht reimen, also in der Poesie, oder? Und Leute, die finden, es soll strukturlos sein. Das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, wie du gesagt hast, es ist so ein bisschen Free-Flow-mäßig. So. Ja, also ich meine, klar, du hast Techniken, du hast auch viele Konzepte und so, trotzdem hat jeder halt seinen Bewegungsfluss. Okay. Aber ja, es kommt auch sehr auf Produktion drauf an, so auf jeden Fall. Hast du dann das Gefühl, dass du musst bis zu einem Gefühl, also deine Tanzkünste im Großen und Ganzen, dass die jetzt, hast du müssen ein bisschen aufopfern, um mehr in die Musikrichtung gehen? Oder ergänzt sich das alles irgendwie in der Kreativität, tut sich das meistens so, ist mehr Symbiose da zwischen dem? Hey, Hast momentan... du einen Zeitweg nehmen fürs andere dann so? Hey, also ich bin ich würde gerne alles machen. Ohne Witz. Ich will alles lernen, ich will alles machen und ich bin sehr hübelig, ich kann nie schlafen. Ich bin die ganze Zeit so, fuck! Also nicht, ich bin so ein Mensch, ich tendiere schon mal dazu, das Gefühl habe, ich verpasse etwas. Aber momentan, weil ich gerade ein Zwischenjahr mache, weil ich allen gesagt habe, nein, ich studiere keine Medizin, nicht bei der Ruhe, habe ich gerade momentan sehr viel Zeit. Also ich arbeite 50% und dann habe ich die Talentförderung und ich habe gerade nochmal eine Produktion beim Theater Basel und sonst habe ich Zeit. Und das ist gut, weil ich kann alles machen momentan. Es gibt sich irgendwie überraschenderweise sehr gut zusammen. Okay. Ja, nein, weil es ist ja, es klingt so, als wäre ja das Tanz auch so eine Leidenschaft, die du ja nicht aufgeben, oder? Also Nein, voll will ich ja nicht. Mega, es ist voll so ein Start zu meiner Seele, ohne Witz. Also, weil du gesagt hast, das Zwischenjahr, oder? Wenn du willst, irgendwann, wenn ich dir dann den Content schicke, oder, nach dem Livestream, kannst du wie so ein Ding machen, wenn du angefangen hast damit, und nachher ein Jahr später, weil dann hast du wie so keine Excuses mehr, dann siehst du eben, was du jetzt da gesagt hast, alles, ne? Also fairerweise, ich bin ja jetzt in meinem zweiten Zwischenjahr, also ich fange jetzt mit zweiten Zwischenjahr, ich habe schon eins gemacht. Ja. Wann hast du dann im Kopf, dass du mit deinem Musik-Grind richtig angefangen hast, so, kannst du das pinpointen auf irgendein Datum, so auf einen Monat oder ein Jahr? Oh Weil ich habe gesagt, um es dir ein bisschen einfacher machen, für mich ist eigentlich der Startschuss nicht, wenn jemand anfängt, vielleicht das Instrument-Ding, sondern einfacher halber würde ich sagen, der Startschuss ist, wenn du anfängst zu releasen. Ja, voll. Also das sicher, das war Oktober letztes Jahr. Okay. Und dann habe ich habe mega lange im Chor gesungen und ich habe so wunderbare Chorleiterinnen gehabt, wo mir dann auch so die Möglichkeit gegeben haben, dort so etwas zu arrangieren und so. Und ich habe wie überall ein bisschen so die Türen, haben sich irgendwie so geöffnet. Und ich will da so ein bisschen können, so den Zugang dazu finden, absolut. Also im Oktober von diesem Jahr hast du wieso schon ein bisschen ich wollte dich jetzt dort nicht an die Wand nageln mit der, aber wir haben wieso ein bisschen schon eine Etappensieg, wo man für... Weil ich auch gedacht, ey, bevor ich 18 bin,
fetzig das. Das habe ich schon im Kopf gehabt. Bevor ich 18 war, ich muss irgendetwas rausbringen. Also ich möchte etwas rausbringen. Aber das ist schön. Das ist mega okay, easy. Dann hast du das, also selbst wenn die Wette jetzt nicht passiert wäre, hätte ich mit dem oder Kollegin, die gesagt hat, du hättest, es wäre schon darauf rausgelaufen, dass du etwas released hättest. Ja, vielleicht 1-2 Minuten später, ja. Aber ich habe irgendwie einfach das so in mir drin gespürt, ich muss das machen. Okay, Also das, ich habe es vorhin schon davon gehört, also, dass das etwas fertig ist. Ja. Wenn es draussen ist, dann ist es fertig. Und dann kann man es auch als Baustein ansehen. Und hast du denn Mühe? Weil, weißt du, der Mili und ich, er aus Produzentensicht, ist eben dort, Beatmaker haben eben auch die Mühe, oder? Dass du wie so Beats nicht fertig machst oder fertig arrangierst. Hast du das Gefühl, es fällt dir schwierig, als Musikerin, einen ganz fertigen Song. Bei dir ist eben fertig, definiere ich, kommt ein bisschen davon, wie du das definierst. Ich würde das definieren mit voll fertig geschrieben und auch Song Arrangement, alles ist da. Also Intro, erste Strophe, erster Chorus, zweite Strophe, vielleicht allenfalls, wenn man nicht lazy ist. Zweiter Chorus, wenn man nicht ganz voll ist, eine Brücke, ein dritter Chorus, Outro. So sagen wir jetzt, wenn das jetzt der Standard wäre, es gibt natürlich andere Songformen, aber fällt dir das schwierig, einen Song so ganz abzuschliessen? Hey, ich bin halt so Mix- und Mastering-Fool. Aber es gibt so, ich komme halt sehr in die Strudel rein. Ich kann, wenn ich wirklich inspiriert bin, dann höre ich einfach nicht mehr auf. Und dann steht das Ding eigentlich auch so nach 2-3 Tagen. Also mal die Grundfassung. Und dann habe ich so einen Monat, bis es halt so ist, wie ich es irgendwie will. Aber es gibt schon auch so Projekte, die liegen seit 5 Jahren und es wird einfach nicht fertig. Ja. Das habe ich schon. Wie ist denn das Verhältnis? Ich tue das jetzt damals immer in so einer Statistik. Die Leute fragen. Was ist so das Ratio von unfertigen Projekten zu fertigen Projekten, fertigen Songs? Boah, so 90-10. 90-10, okay, easy. Madame ist ehrlich da, Ding. Also, ich nehme mal jetzt an, nicht, dass es, aber ich nehme nicht an, dass du von 90% fertig redest. Das wäre crazy. Genau, nein, das ist absolut recht. Ich habe recht viel unfertiges Zeug, aber darf sie auch sein, weißt du? Ja, das gehört ja dazu, gell? So. Ich habe jetzt für das Konzert mal alle meine Sachen zusammengetragen, also alle meine Songs. Dann schaue ich so rein, so ein 40-Seiten-Dokument. Ich so, hä? Also weißt du, einfach alle meine Texte, weil ich schreibe mega häufig irgendwelche Texte und dann gibt es halt irgendwie keinen Sound dazu. Und so reinschauen, so, was ist das alles? Ja, das war irgendwie schön gewesen. Ja, das ist immer, ich glaube, das ist so ein ewiger Work in Progress, oder? Dass man halt kommen dann neue Sachen und dann haben wir andere Sachen fertig, vorherige Sachen und dann. Aber es ist noch eine schöne Frage, finde ich jetzt auch. So vor allem, und eher noch auf Newcomer Stage bist, sage ich jetzt mal, wenn ich das so sage, oder? So wie dir. Ist doch auch mega schön, ohne Witz. Ich finde das so nice, dass mich kein Schwein kennt. Weil ich kann machen, was ich will, es juckt niemand. Und das finde ich so schön. Und eben, das ist eigentlich etwas, was ich gar nicht will aufgeben. Ich habe mir überlegt, eigentlich ist es blöd, dass ich unter meinem Namen veröffentlicht habe. Ja gut, ja, du kannst ja auch, steht dir ja auch frei, 2-3 verschiedene Pseudonyme zu nehmen, gell, irgendwann mal. Voll, auf jeden Fall, irgendwann kommt meine Techno-Phase oder ich gehe so richtig schlagen. Nein, passiert wahrscheinlich beides nicht. Aber ich finde es aber schön, dass du so tatkräftig in verschiedene Richtungen denkst. Ja, voll mal schauen, ey, was da noch kommt. Das ist inspirierend. So. Also es braucht mehr Leute wie dich dort auch. Vielleicht auch auf der... Dankeschön. Für die Blumen. Ja, nein, es ist wie... Klar verstehe ich das. Also weißt du, es ist ein bisschen... Ich bin ja dort auf der Suche, ja, nicht nur... Irgendwie habe ich das Gefühl, bei deinen Counterparts, bei den Männern wiederum in deinem Alter, irgendwie durch Speedmaking oder durch so Tutorials auf YouTube, teilweise bekomme ich das Gefühl, da kommen Buben oder Jugendliche oder ältere, junge Leute, so kommen, also so 17, 18, 19-Jährige, kommen schneller an ins Musikding. Aber es existieren halt ganz, ganz viele, auch so wie du, die vielleicht teilweise Musik-Background haben, teilweise kein Musik-Background, aber einfach dort am Machen sind und vielleicht einfach noch nicht released haben, weißt du? Ja, oder einfach noch nicht Songs rausgegeben haben, offiziell, so. Ich meine, im Endeffekt ist ja auch scheißegal, wer du bist oder was für Musik du machst. Ich finde, es ist also es klingt so blöd, aber es ist doch irgendwie alles so ein bisschen gleichwertig. Es regt mich immer so auf, wenn Leute so plötzlich gefeiert werden und von ihrem Umfeld nices Feedback kriegen, nur weil es jetzt irgendwie anerkannt ist oder so. Ich denke mal, ich weiß nicht, man muss halt auch irgendwie so die Eier haben, das nicht so daran knüpfen.
Ich meine, es Ja, ist voll. jetzt nicht gut zu tun, jeden Tag irgendwie meine Statistiken reinzuschauen. Weißt? Ja, ja, klar. Lange darfst. Ist doch scheißegal. Also, ich Mhm. mache irgendwie die Leute berühren, ich mache irgendwie was rausgeben, wo mir irgendwie so im Herz brennt und das ist dann auch. True. Also ja, lieber aufs Musikmachen dann konzentrieren. Auch wenn jetzt die Channel da, wo jetzt die Leute das sehen oder dich würden jetzt mitbekommen, ist halt sehr auf Analytics bezogen, klar, aber Leute Ja, nehmen das auch nicht ernst, wenn ich die ganze Statistiken da pushe. Am Ende des Tages sind viele Musiker oder Musikerinnen, die da zuschauen und ich verstehe, euch geht es mehr um die Musik, so soll auch so sein. ja, und dann ist ja geil, wenn der gehört wird. Weißt du, klar, mein Ego streichelt das mega. Ohne Ja, Witz. Ich möchte ehrlich gesagt noch lernen, dass es mein Ego nicht so streichelt, aber ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Klar finde ich ja, das geil, wenn ich Anerkennung kriege von irgendjemandem, der mein Zeug nice findet. Klar, gut, weißt du, ja. ich renn dann auch so mega so happy so durch die Gegend. Wow! So, ich habe meinen Festival-Auftritt bekommen. Ja, also ist schon ein bisschen crazy, dass ich das einfach so nachher aus dem Nichts kann manifestieren, oder? Dass du wie so etwas ausprobierst oder Musik machst und dann entsteht einfach etwas dort. Aus dem Nichts vermeintlich. Ja, vor allem, dann siehst du auch irgendwie immer so neue Punkte, wo du irgendwie kannst helfen oder so, oder irgendwie was machen darfst mit Leuten. Und das macht es auch Freude und so. Also, Was hast du dann seit dem ersten Release, wo im Oktober war, steht, wo du gesagt hast, was ist so ein Learning für dich selber, wo du gesagt hast, das hätte ich gerne früher? hey, einfach, wenn man Lust hat, mit anderen Leuten etwas zusammen zu machen, einfach fragen. Slide in die DMs. Niemand nimmt es dir übel. Ich habe so viele coole Leute kennengelernt durch das. Und es macht Okay. mega Freude. Einfach ein bisschen offensiv mit Leuten. Und manchmal hat man so ein bisschen Schiss, so, hey, ich bin doch gar nicht genug gut für das. Oder ich bin irgendwie nicht wichtig genug für das. Wir sind voll nicht auf dem gleichen Level. Aber einfach mal Ja. fragen. Ich meine, ich helfe auch gerne Leuten, die irgendwie gewisse Sachen noch gar nicht können und ich vielleicht schon ein bisschen Erfahrung habe oder so. Ich mache das mega gerne. So. Und ich habe bis jetzt eigentlich nur auf Unterstützung und so getroffen. Deshalb einfach Das ist ein sich an die guter, Eier packen und auf die Leute zugehen. Das ein finde ich. guter Tipp. Das ist ein guter Input. So. Einfach mal fragen, wenn man etwas will oder Ja, etwas will mega. machen. Und So. Die Leute finden es ja geil, wenn sie etwas weitergeben können. Die so, oh, wow. Ja, voll. Also, ich sage dir auch, ich bin schon ein bisschen beeindruckt, dass du da die Initiative ergriffen hast und einfach anfragst, wieso gesagt hast, okay, ja, machen wir ein live. So. Auch wenn wir jetzt, liebe Leute, die haben das nicht mitbekommen, die das werden da gesehen, wir haben etwa 4-mal müssen neu starten. So. Ja, das ist, Zweimal wegen der Anna, zweimal wegen mir, sagen wir so 50-50. So. ich finde es mega witzig, ja. Ich meine, ich weiß nicht. Früher habe ich so häufig Angst gehabt, irgendwie mich zu zeigen. Oder einfach, ich habe mich für viele Sachen geschämt. Und das ist doch scheisse gleich. Ich meine, ohne Witz, du weißt nicht, wie mein Zimmer aussieht. Ich habe den mietsten, verheultsten Magen gehabt heute. Und ich denke mir so, es ist halt auch irgendwie Teil von mir. So, wieso soll man das nicht teilen? Das ist doch cool. Ich mag es Ist das spontan nicht erzählen. auch, und ist das nicht auch ein bisschen künstlerisch, so ein bisschen die Affinität, dass man jetzt nicht gerade zu Ort ist? Also irgendwie habe ich das Gefühl, ist mir dann auch, nein, es geht eben auch andersrum. Du kannst vielleicht auch in deinem privaten Leben mega geordnet sein, in deinen Räumlichkeiten, aber der Ja, Typ ist ja. dann mega chaotisch, weißt du, im Künstlerinnen-Dasein. So. Das kann auch sein. Ey, ich bin ein Mess. Ja Aber gut, eben meine darum meine ich, es ist jetzt, ich glaube, bei dir geht, lässt man es durchgehen, wenn du dann sagst, im zweiten Satz, ja, ich bin Künstlerin, weißt du. So. ja, vielleicht. Aber das Ding ist, ich wohne halt auch allein, weißt du, es juckt niemand. Ich habe es mega gerne aufgeräumt, aber ich habe mir jetzt einfach die Zeit dazu nicht genommen. Aber hey, ich habe meine Ruhe, niemand stört, wenn ich da meine Pesto auf meinem Bett stehen habe. Weißt du, das ist so. Sehr schön. Die ist übrigens selbst gemacht. Ah, was, Dankeschön, okay. Larissa, an dieser Stelle. Nicht von dir selbst gemacht. So. Nein, ja, Ja, das ist einfach bekommen vorne. Da Nagelstiefel habe ich richtig. nicht mehr angebracht. Es ist wirklich mit so noch gut. Bist du auch so do-it-yourself-mäßig in allen Aspekten unterwegs? Könnte ja auch sein, weißt du. Ah, doch, im Fall durchaus mache ich das auch. Ich bin absolut Essensuchti. Aber Okay. das Ding ist, meine Küche ist halt mit dem Mager, sagen wir so. Ich habe eben, wie gesagt, ich habe mir ja das Nordpiano gekauft und dann hat es halt nicht so mega viel Zeugs gelangt, um meine Wohnung einzurichten. Das heisst, es ist recht Riebli und Philadelphia-lastig. Okay. Ja. Du hast legit
dein Reservegeld hat zu viel für Equipment verwendet und kannst dir nicht im vollen Kühlschrank. Das ist jetzt legit, was du sagst. Das ist Also ehrlich. Kühlschrank kann ich, der ist schon eingebaut gewesen. Aber so Nein, aber im vollen, ich würde sagen, einen vollen Kühlschrank, sagen wir jetzt mal so metaphorisch. So, hast du jetzt nicht unbedingt den vollsten Kühlschrank, wenn wir jetzt so... ja, aber ich habe als Privileg, dass meine Eltern mir halt auch noch so ein bisschen Unterstützung zusehen. Ja. Aber nein, also der Spirit, don't get it wrong, ich finde es super. Der Spirit, dass du alles aufs Musik, also eben, du bist halt bis zu einem gewissen Punkt, sagst, ja, du bist so in dem Musikgrind, oder? Das ist so der Fokus. Kann gar nicht anders. Ohne Witz, ich habe mich, also meine Brüder, die ich unglaublich fest lieb habe, gehen in ganz, ganz andere Richtungen. Ich meine, der eine ist Physiker, der andere ist Maschinenbauingenieur. Und ich bin so lang so ein bisschen gesehen, so, nein. so, fuck, wo bin ich da, weißt du? Und ich habe mich dann irgendwie recht lange irgendwie so selbst verleugnet und so. Und ich kann mich gar nicht dagegen wehren, so. Hast du das Gefühl, die anderen lassen dich einfach machen, dein Umfeld? Oder gibt es dort noch viele, die irgendwie dir auch das Gefühl geben, aber eigentlich denken sie sich, ja, weißt du, wir lassen jetzt auch die liebe Anna mal machen, aber weißt du, so der alte stereotypische Gedanke von der Schweizer Gesellschaft, also, ja, sie wird sich dann schon einkriegen und etwas Ernstes machen, weißt du, so einen ernsten Job machen. Bekommst du das Gefühl amigs noch? Sag also ehrlicherweise, wenn ich dich so frage. Hey, gute Frage. Ich glaube, also mein Papi teilt mir die Faszination und meine ganze Familie ist halt, die wollen halt einfach, dass ich glücklich bin. So. Mhm. Ich meine, die haben halt auch mitgekriegt, wie es mir geht, wenn ich die Sachen nicht mache, die mich glücklich machen. So. Und ich glaube, dann haben sie es irgendwann eingesehen. Okay. Das ist schön. Ja, absolut. Und eben, ich bin mega dankbar für die Unterstützung, die ich von ihnen so bekomme. Und die Herzlichkeit einfach so. Und eben das Vertrauen vielleicht auch. Ich glaube, ich bin so die Person von meiner Familie, die am wenigsten an mich selber glaubt. Von daher finde ich das eigentlich sehr schön. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, bis zu einem gewissen Teil kann das vielleicht auch so in deinem Künstlerinnen-Dasein so ein bisschen Syndrom, wo so ein künstlerischer Aus passiert, dass man wie so irgendwie das never good enough Gefühl, wo man irgendwie nachher so vielleicht kann haben, keine Ahnung. Ja. Aber hey, das ist eine Hobbypsychologie, die ich jetzt da mache. Ich habe das nur gefragt, weil es ist ja nicht selbstverständlich, weißt, dass es Eltern gibt oder gerade so Familien, die direkte Familie, wo einen dann supporten, weißt, weil es gibt ja schon auch die Stories von Leuten, die dort alleine stehen, weißt du, die vielleicht in deinem Alter dann teilweise auch sind oder in deinen Generationen. Ja. Und wie so die Leute auf awkward so ihnen zwar das Gefühl geben, ja, hey, mach dein Ding, yeah. Und eigentlich so, ja, hoffen wir nächstes Jahr bist wieder bei Sinnen und machst etwas Normales. So, ja, ich weiss, was du meinst. Auf jeden Fall. Aber habe ich schon von gewissen Leuten doch, das auch. Oder Leute, die es halt einfach nicht verstanden haben. Aber ich glaube, durch das es, ich mache jetzt mein zweites Jahr, durch das ich habe ja daheim noch gewohnt, ich bin vor 2 Monaten ausgezogen. Und durch das ich halt so viel Eigeninitiative irgendwie ergriffen habe, ich habe mir den Job gesucht, ich habe mir die Wohnung gesucht, ich gesagt, ich gehe so und ich mache halt den ganzen Tag etwas. Sie haben gesehen, ich bewege mich. Wenn ich jetzt noch rumhocken würde, dann wäre es ein bisschen, was musst du? Aber ja. Du selber merkst, es bewegt sich etwas und die um dich herum sehen, ja, du bist jetzt nicht einfach lazy, einfach nichts am Machen, so blöd gesagt. So. Ja. Kann ich gar nicht, das ist eher so, ich komme eher nicht runter, die ganze Zeit. Ja, gut, busy. Und du hast eher zu viel, was du machen willst, momentan, hast du das Gefühl? Nein, ich mache jeden Tag auf und denke, was soll ich so Bock auf so viel Zeugs. Voll. Okay, schön, Mann. Ja, mega. Freut mich auch, dass du dann noch Zeit findest, zum teilweise noch die eine oder andere Story oder den Content anschauen oder den Collab-Content. Ja, mach ich. Ich schaue mal, was du machst. Herzlich, danke vielmals. Freut mich natürlich. Du bist natürlich jetzt ein bisschen die Vorzeigeschülerin, wenn ich das jetzt so darf sagen, weil du bist voll in deinem Musik-Grind. Gib mir bitte auch, ich hätte gerne ein Zertifikat, ich kann es irgendwo drauf. Ich habe irgendwann mal, gell? So, ich glaube, ich muss das mal zu einem Institut machen, weißt du, irgendwann das Collab. Im Moment ist es noch so ein bisschen Pseudo-Academy, so ein bisschen. Ja, das ist geil, weißt du, jetzt machst du. Das ist Academy von den Herzen, weißt du, so für so den inneren Spirit, sag ich jetzt mal. Aber war voll cool, weißt du, so ein bisschen Meetings und so, kannst du mal aufziehen.
Ja, das ist, dort bin ich dran, aber dort ist auch ein bisschen Partizipation, gell? Du bist jetzt vielleicht jemand, wo, so wie du jetzt gerade vorher gewirkt hast am Anfang, Initiative ergreift, weißt du, oder bist gerne noch die sagt, okay, easy, lass mich mal reinkommen, lass mich mal mitreden. In der ganzen Zeit, weißt du, wenn ich dann irgendwie sage, ey, mach mir etwas, oder du willst etwas anreißen, ist dann auch, also viele sind da sehr passiv, was ich kann verstehen, weil es ist wie so... Ich glaube, das regt mich mega auf. Also im Allgemeinen, ich glaube, ich kann auch nicht gut mit passiven Menschen. Ja, gell, es ist halt wie, wenn du, also ich bin auch eher ein aktiver Mensch, so, aber es ist wie, wenn du halt dort, also ich kann auch die verstehen, wo zuerst vielleicht etwas brauchen, dass sie ihren Arsch nachher bewegen, oder keine Ahnung, so einen Anstoß, weißt du, so. Also, irgendetwas hat das ja bei dir vielleicht jetzt auch gemacht wiederum, dass du sagst, okay, du hast jetzt ein Festival-Booking, so, okay, das tut nachher auch noch etwas, weißt du, wie so ein Schneeball, der so anfängt, noch mehr in die Rolle zu kommen. Ey, das ist so eine funny Story, weil ich habe mich halt dort beworben, so, weil ich denke, Nein! Liebe Leute, wir sind wieder weg. hast du es verstanden? Hast du mitgekriegt? Nochmal, warte schnell. Jetzt nochmal, also, es war eine funny Story, sagst du, ja? Ja, das Ding ist, ich habe mich einfach mal so beworben, so als Witz eigentlich. Ich denke, es wird eh abgesagt wegen Corona, damit ich halt weiss, wie es abläuft. Und dann ist es halt nicht abgesagt worden. Und ich habe so eine Zusage bekommen und ich so, okay, jetzt muss ich halt so ein Set spielen legen. So habe ich überhaupt das Material und so. Und dann bin ich so mega shaky, mache ich das jetzt, nur mache ich das nicht. Weil es sind halt 45 Minuten, nicht so lange habe ich halt noch nie gespielt. Und ich so, oh mein Gott. Und dann habe ich halt gedacht, ich mache das jetzt. Dann habe ich mal den Konzept gemacht, recht geübt. Ja, jetzt passiert's. Weil 45 Minuten ist eine respektable Zeit, so. Ja. Das ist nicht gerade wenig. Ich habe das so gesehen, ich habe mit meinem Freund noch geschrieben, so, weil er hat auch schon gespielt, so, wie lange geht das, weil ich mir so viele Infos gekriegt habe. Und dann so 45 Minuten, ich so, fuck, I'm gonna die. Aber eben. Ein Ding, Standing Ovation ist dort schon mit einberechnet, wenn du noch einen Zusatz würdest machen, oder nicht? Ich glaube, noch 3 Minuten oben drauf oder so, 3-4 Minuten. Oder? Und dann noch der Applaus, weißt du, dass du wieso dich bedankst für den Applaus nochmal 2 Minuten, so weißt Ich habe mir noch vorgenommen, ich frage eben noch, das muss ich noch abklären mit den Techniker, ich hätte gerne so eine Seil, wo ich mir so dranhängen kann und dann einfach so die Crowd so surfen kann, weißt du, so. Das ist schon alles geplant. Okay. Nein. Also dann sieht man dann bald im 3., 4. Auftritt von der lieben Anna einmal, sieht man dann Pyrotechnik schon und Explosionen und alles, gell? Genau. Nein, voll, ey, es ist einfach ich, mein Piano, ein bisschen Beats, ein bisschen Perkussion, ein bisschen Blödsinn und ganz viel Freude. Nice. Okay, easy. Das ist klingt gut. Klingt wirklich gut. Ich bin gespannt, was deine Erzählungen werden danach so. Also, oh ja, ich auch. Bist natürlich immer gerne wieder eingeladen da, gell? Nicht, dass ich, also, wir können da sehr gerne noch ewig weiterreden. Es ist nicht so, dass ich dich cutten will. Es ist mehr die Live oder, also 15 Minuten können wir noch, wenn du Bock hast, noch irgendetwas loszuwerden. Also so labern ist halt so meine Kernkompetenz. Ja, da bist du auch genau richtig. Du musst mal einen Podcast starten, das fände ich voll cool. Ja, ich komme dann vielleicht auch noch irgendwann mal dazu, wo ich dann mehr vielleicht so Gäste, also weißt du, das, was da jetzt da stattfindet, wenn du das dann anschaust und mir das tatsächlich aufbringen, das entsteht halt eher für YouTube dann. Also wäre schon noch geil, wo halt für alle, ja, so ein bisschen in einem Podcast für im Moment finde ich das Videoformat eben noch zu nice, dass das halt nur, weißt du, so Podcast, so finde ich ein bisschen trocken, aber ja, nein, irgendwann kommt es dann schon. Du hast dann Fragen ignorieren, es tut mir leid. Ja, ich kann nicht Deutsches sagen, ich habe schon ein paar Recorded, es kommt jetzt auch irgendwann einer raus, der heißt 3:30. Das ist schon gesehen, irgendetwas wegen mein Papi. Ist das dann Hochdeutsch, oder was? Deutsch, Hochdeutsch? Tatsächlich. Okay. Auf Hochdeutsch habe ich recht viel Zeugs, kommt jetzt auch an dem Auftritt sind aber auf Hochdeutsch. Mili, schick ihr mal ein paar Beats. Ja, Beats. Mili, schick ihr Beats. Also, willst du Beats geschickt bekommen, so, dann können wir eben auch aufrufen. Bitte. Okay. All die Beatmaker und Producer, die Fans sind vom Collab-Content, schicken bitte der guten Anna ein. Muss ich noch sagen, wie man meinen Namen ausspricht? Weil bitte, Madame. Es ist sehr also, ich heiße Anna Naima und es nennen mich eigentlich auch alle Naima.
Aber es kann halt niemand aussprechen, deshalb bin ich so ein bisschen gesehen, nicht mehr ganz genau. Nein, das bin jetzt der ich gewesen, da die Leute können das schon aussprechen. Könnt auf jeden Fall auf mir sagen, ist noch viel. Schickt dir Beats, wenn ihr hungrig Bitte seid. schickt mir Beats, please. Dankeschön. Aber ja. Wunderbar. Grüß zurück nach Wien übrigens. Easy, schön. Du hast da natürlich Fans all over the place schon. Nein. Friends all over the place, ja. Okay. Wieso? Was bist du denn jetzt? Wärst du jetzt am Musik machen gewesen, wenn du jetzt nicht gerade im IG Live landest da, oder was? Ich kann vorne, aber ich habe gedacht, heute ist recht voller Tag gewesen und eigentlich habe ich heute einfach nur ein bisschen Zeit genommen, um jetzt runterzukommen. Und das mache ich in dem Fall jetzt mit dir. Aber ich glaube, sonst würde ich mir... Freitagabend Educational Content ist ein bisschen also ich respektiere es, so, dass du am Freitagabend nicht Hundevideos oder eben Katzenvideos anschaust. Ich finde es so lustig, wie du mich so mega so voll so abgestapelt hast. Nein, sicher nicht. Das ist einfach ein Meme gewesen, so, man, weil ich weiss, du bist ja nicht, du oder auch ich bin ja eben betroffen von dem. So. Wer hat nicht gern cute Animal Content? Ich habe auch einen Hund, der ist zwar nicht da, aber da kann ich es nicht organisieren. Für, das Views würden nachher, weißt du, noch, wegen dir natürlich sowieso, wegen deiner Persönlichkeit, und nachher noch boom, wegen Bund noch weiter. So. Nein, ich kann dich dort natürlich so stigmatisieren. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Alles cool. Ja gut, ich muss auch ein bisschen aufpassen da, gell? Ich weiss ja nicht, wer da zuschaut und wer was wie interpretiert. Und ich bin so politisch inkorrekt. Ich mache manchmal so böse Witze. Oh nein, schau, das finde ich gut. Das finde ich gut. Das ist also der Grund, wieso man einfach nicht will bekannt sein. Dann kannst du einfach sagen, was du willst, du kannst machen, was du willst. Niemand kritisiert irgendetwas. So. Ja, und dann irgendwann zu gross wirst, dann muss man nein, das ist auch so ein Ding. Das ist jetzt auch, kommt jetzt auch darauf an, ob man an das glaubt oder nicht. Weißt du, so Cancel Culture steht. Es gibt auch sehr viele Leute, die nicht so richtig daran glauben und dann kannst du einfach trotzdem dein Ding durchziehen, so wie du das für richtig hältst. Ich kann gar nicht aufhören. Das Ding ist, ich habe es versucht, es geht nicht. Ich bin dort durch ähnlich. Ich weiss nicht, ob ich interpretiere das als etwas Positives, weißt du? Ja, ich auch. So. In einer Welt, wo immer mehr Leute sagen, nein, wir müssen da jetzt nicht reingehen, deep rein, aber so. Pass auf, über was du redest und so, finde ich so, ist es noch spannend zu sehen, dass es nachher mega den Kontrast könnte eben geben zu dem, dass du sagst, wenn du jetzt viel redest, kann es in gewissen Räumen, kann das eben nicht so von Vorteil sein. Aber ich bin halt auch nie so gewesen, gell? Ich mache halt, es kommt jetzt von jemandem, der 30 oder 40 Stunden Content von sich auf YouTube hat. Und es werden sicher noch 100 mehrere Stunden dazu. Ja, mega cool. YouTube ist eben cool. Aber ganz kurz sagen, Deep, ab dem 11 dürfen wir. Ah ja, easy, okay, ja gut. Dann können wir nachher schon noch mal eine Runde machen, wenn du willst. So. Das ist Deep Talk. Ey, okay, warte, aber ich brauche Kerzen. Nein. Alles cool. Aber also, deine Initiative ist recht bewundernswert, Anna, wenn ich das so sagen darf. Schön, ist inspirierend. Dankeschön. Das ist balsam für mein Herz, sage ich dir. Balsam für mein Herz. Das ist ja cool. So. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgehackt worden, ganz am Anfang. Klar, die Leute, die dich jetzt werden abchecken, auch Musikschaffende, weißt du, die das jetzt werden schauen, irgendwann mal so. Und können natürlich auch schauen, dort, was sie macht. Ich habe mit der werten Dame, die ihr da seht, rechts von mir oder unter mir, oder glaube ich rechts. Ich glaube, ich bin unter dir, also bei mir bin ich unter dir. Nein, jetzt, ja, nachher wird es anders aussehen. Nachher wird es hoffentlich mehr leveled out sein. Dass wir hast du das vor, da wirklich raus, ihr mach was du willst? Ja, weil das Format finde ich eigentlich nicht so geil. Ich finde eher das Breitformat, wo beide dann sind, finde ich geil. Ja, voll. Ich könnte damit sagen, gewisse Leute, die da zuschauen und finden, hey, es braucht auch mehr junge Frauen, die geile Shit machen. Da haben wir eine Person natürlich, nicht nur wegen der Frauenfraktion sage ich das, aber allgemein, weil es braucht dort noch mehr Newcomerinnen auch, nicht nur die ganzen Newcomer, die das machen. Und natürlich Leute, die da zuschauen und finden, hey, Girl, mach doch bitte auch mal vielleicht einen schweizerdeutschen Song so. Vielleicht kommt das ein oder andere Team noch über, keine Ahnung. Zwinker, Zwinker. So.
an die Leute, die merken. Freue mich überall. Also 100. Eben, egal, vielleicht kann man sich ja dann überraschen lassen, noch, gell, so. Oh. Aber danke für deine wertschätzende liebe Worte. Ja, also die Liebe geht ja wie so, es ist ja beidseitig, gell? Wenn du da wie so Content-Zuschauerin dich exposed hast, finde ich das natürlich schön, dass ich habe die Story dort von dir ja ein bisschen schon mitbekommen, oder der eine Release, und haben das spannend gefunden, was du machst, weißt du. Ich finde es auch spannend, ich habe noch nicht so viel Plan davon, was ich mache. Also ja, nein, im Sinn von, also gell, du musst es so sehen, das Level, es gibt ja verschiedene Levels. Ich freue mich schon, wenn ich Leute wie dich sehe, wenn du sagst, du bist 18, du bist jetzt in einer Situation, wo du nur den Musikgrind machst, vermeintlich klar, mit nebenbei noch arbeiten, irgendwie musst du dich finanzieren, ist normal so. Ja. Aber dass du dort 120% drin bist, wenn möglich, wenn das deine Energie zulässt, dann genau so Stories interessieren mich ja, weißt du? Ja, mega schön. Darum ist so zum Abrunden. Die letzten Worte gehören dir, wenn noch irgendetwas loswerden. Oh, weil ich sag da gibt es gar nicht so unglaublich viel Herzliches. Interessiert bleiben, neugierig bleiben. Einfach für alles, was kommt. So jetzt. Das ist so der einzige Rotschlag, den ich habe. Und einfach mal so ein bisschen Eier auf den Tisch klatschen. Sorry, wir haben eigentlich echt genug davon. Also, ich meine, sie hat nur 2, ich weiß nicht, wie viel sind es? 400'000, keine Ahnung. Aber ich finde auf jeden Fall, man soll mal ein bisschen etwas machen. Vor allem jetzt mit Corona kannst du ja nachher noch verstecken. Wenn es wirklich scheiße läuft, dann gönnst du eine Maske, färbst deine Haare, niemand erkennt dich. Einfach mal ein bisschen Bogen. Ja, dann hast du irgendwann 5 Pseudonyme so und all die verschiedenen Musikrichtungen, in die du reingehst. So ja, vielleicht, wer weiß, voll. Du bist immer sehr gerne wieder da willkommen und Dankeschön. Hat mich sehr gefreut für den spontanen Call. Ja, du, die Freude ist meinerseits, wie man so schön. Gehen die durchspammen, schicken dir Beats, gehen dir sagen, wie ihr die Musik findet, checken das selber an. Gut. Okay, was machen wir da jetzt? Arrivederci, au revoir. Ja, so ein bisschen so, ja. Es gibt jetzt nicht, bei mir gibt es nicht so Abmoderation oder so, weißt du, es ist so ziemlich, ja. Ich schicke dir dann den Content, dann kannst du es dir noch anschauen, dann kannst du sagen, Thumbs up oder Thumbs down. Wenn es Thumbs down ist, dann werden die Leute das nie mehr ins Gesicht bekommen auf YouTube. Und dann sind ich schaue es gar nicht mehr auf, ich sag's einfach raus mit dem Blödsinn. Nein, das sagst du jetzt, aber dort würde ich dir jetzt natürlich am Schluss noch ein bisschen Musikbusiness Game geben. Du als Künstlerin, dir steht das Recht zu und es sollte dir auch zustehen, dass du das amigs approvest, so Sachen. Klar, es ist jetzt live, am Ende des Tages haben das schon Leute gesehen. Aber ist ein bisschen ein Pseudo-Approval, so könnte man sagen. Aber für den YouTube-Channel kannst du dir dann noch anschauen. Ist gut. Ich finde es halt irgendwie so schön, weil du jetzt in dem Fall mir irgendwie auf so die Plattform gehst, einfach ein bisschen ziehen, weißt. Es ist so nicht gestellt, es ist einfach so irgendwie... sind einfach irgendwie da gelandet, haben sie ein bisschen gelabert, wenn ich sehr genossen. Ja, eben, von diesen Gesprächen kann es immer mehr geben, meiner Meinung nach. Also, da bin ich noch so gerne dabei. Ist auch hoffentlich nicht abschliessend jetzt da mit dir, weißt du, das Gespräch. So, darum immer gerne. Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Was hast du gesagt? Es ist auch in dem Sinne nicht abschliessend jetzt da, also immer gerne wieder, würde ich sagen. Nein, voll, ich gönne mir jetzt ein richtig nices Bad, das sollte auch jede andere Person draussen machen. Richtig nices Bad. Last words. The last famous words from Anna Naima. Ja, genau. Nein, jetzt habe ich richtig gesagt, oder? Anna Naima, ja voll. Das I hat ein Trennband zu 2 Punkten. Okay, easy, okay, gut. Also. Kurzer Fun-Fact, dann lassen wir es auch. Meine Badewanne steht halt in meiner Küche. Das ist eben mega nice. Weil ich kann halt jetzt so baden, so mein Fuß und eben dran kochen. Wenn das jetzt ein bisschen zu lang thematisierst, dann nehme ich das eben als Clickbait-Titel. Nein, dann ist wie so, dann klicken eben mehr Leute drauf. Aber das gut, was? Wir machen das anders. Wir nehmen da voll den wholesome Titel, weißt du, so mega wholesome, harmlosen Titel. Dann schauen wir, das checken wir dann noch. Aber danke fürs Zuschauen, die Leute, die dazu geschaut haben. Danke an Anna, dass sie sich Zeit genommen hat. Und bis zum nächsten Mal. Danke dir, du bist super ein Gesprächspartner. Ich habe es sehr genossen, mit dir ein bisschen zu quatschen und für deine Infos und für die coole Channel. Ich freue mich immer sehr, von dir Sachen zu sehen. Genau. Ciao. Ciao.